Fastelovend zusammen! Herrlich, das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Die Stimmung hat ihren Höhepunkt erreicht, das kann ich nicht mehr toppen. Tschüss zusammen! Ich hab mich vertan, ich hab am Ende angefangen, ne? Du hättest es nicht gemerkt, du schläfst schön durch, ne? Ja. Ich freue mich, dass ich heute hier mitmachen darf bei dieser wunderschönen Veranstaltung. Ist wirklich schön, muss man sagen. Wenn man hier oben steht, wir hatten vor einigen Wochen Printenproklamationen in der gleichen Halle. Das war nicht so schön, muss man sagen. Also der ersten 20 Reihen, Kostüme von Bestattungen Fuchs, ein fröhliches Schwarz schwappte auf die Bühne, nicht wahr? Und von der ersten Reihe, ich sag mal, von der Fröhlichkeit her, dass nicht beatmet wurde, war alles, ne? Heidewitzka, habt ihr mir wieder 2 Reisebusse aus dem Sauerland in die erste Reihe gekippt, jetzt soll ich hier ein Kasperle machen, ne? Hör mal auf, weißt du? Was tröten Sie mir denn in den Satz? Haben Sie was anderes gehört, junger Mann? Das ist immer das Problem mit den ukrainischen Aushilfskapellen. Die spielen einfach, wann sie Bock haben, die warten nicht, wann sie dran sind, nicht wahr? Hey! Ja, mach ich noch mal Pause so lange, ne? Ich hab ja Zeit, wenn die Mann. Ne, ich hab Zeit, nicht lang. Entschuldigung, haben Sie heute ein Konzert? Wenn ich störe, sagen Sie mir das einfach, dann komme ich später noch mal wieder. Die sind gut, ne? Können kein Lied ganz spielen, aber immer mit. Das macht Spaß, ne? Ne, das macht Spaß bei euch, muss man wirklich sagen. Also wenn du hier reinkommst, denkst du so, erste Reihe, ach du Scheiße. Aber ansonsten ist wirklich so, nee, muss man, was pfeifst du, Halbzeit? Nein. Nein, es ist wirklich für so einen jungen Mann wie mich, wenn man hier mitmachen darf, in dieser altwürdigen Backsteinturnhalle, das ist was ganz Großes. Und die geben sich immer so eine Mühe. Guck mal hier, letzte Abendmahl in 16:9 haben sie auf der Bühne liegen. Ist das nicht herrlich? Heidewitzka, was habt ihr da wieder liegen da? Ich muss das gerade erklären. Das ist das Festkomitee Kölner Karneval, was da hinter mir liegt. Ist das nicht herrlich? Das muss man sich vorstellen. Ein Unternehmensberater, ein Rechtsanwalt und ein Bestatter. Hier wird Fröhlichkeit ganz neu definiert in Köln. Da ist richtig was los. Heidewitzka, komm mal auf. Brauch ich nicht. Ja, bitte. Geht noch. Ja, ja. Oh, sind die nicht herrlich? Der zweite von rechts anschubsen, der ist ausgegangen, der grinst nur noch blöd. Da muss man mal ran. Nee, aber ist schön, ich mag das. Das ist, weißt du, manchmal kommst du in Köln in Säle rein, da denkst du, leck mit dem Arsch, hier bist du aber der Einzige, der Spaß hat gerade, ne? Aber hier könnte es was werden. Das ist auch hier vom Publikum her, gnädige Frau. Wer hat sie denn ins Kleid geschossen heute Morgen? Das ist ja ein Traum. Wer es tragen kann, ne? Hast ja keinen Platz für Blähungen mehr in dem Blümchen. Das ist ja... Das war die Frau, die mir die 200 € gegeben hatte, dass sie ins Bild kommt. Das ist alles in Ordnung soweit. Wo laufen Sie denn hin? Sie hören ja gar nicht auf mit der Rennerei. Erst draußen 2 Schnaps, hat man keine Ahnung mehr, wo der Tisch war. Ne? Ich kenne das Theater, das ist... Packen Sie ein. Was kommen denn da noch für 2? Die Sternsinger, wie schön. Guck mal hier. Müsste einen dunkel anmalen, dann kriegt er mehr Geld. Ne, das ist schön. Tolles Kostüm. Das sieht aus wie totgeschossen Sofa. Aber ist egal, wenn die das... Setzen Sie die Tröte ab, Herr Kapellmeister. Es kann sein, dass ich 2 bis 3 Späße schnell hintereinander mache, da kriegst du Lungenembolie. Das ist ganz gefährlich für dich. Was will ich denn da? Jetzt aber, Terrain, Sie toben. Ich hab Sie. Ja, nehmen Sie noch Platz. Ist das barock, ne? Das Kostüm. Das ist ein Originalkostüm, ne? Das riecht man. Ja, ja, das ist... War nicht böse gemeint, ne? Aber wenn ich eine Motte wäre, wäre ich kaputt jetzt. Ganz ehrlich, muss man sagen, ne? Ich fange jetzt mit der Rede an, sonst zieht es sich zu lange für die nachfolgenden Sendungen, nicht wahr? Liebe Karnevalsfreunde hier im Kölner Grützenich, schön, dass Sie alle noch wach sind, auch zur später Stunde in meinem Vortrag. Ach so, ich habe gedacht, ich mache mal ein Späßchen, ich hau mal einen raus, ich mache mal gute Stimmung hier in der Bude, yeah. Weißt du, aber ich bin ja das Kasperl, ich mach Stimmung, verstehst du? Ja, mit dem Konfetti kommt an in der ersten Reihe, ne? Verstehen tun sie nichts, aber wenn Zeug fliegt, haben sie Spaß. Das ist, nee, da kannst du ja, in Köln kann man das ja machen, ne? Ich habe es gestern in Düsseldorf versucht, die haben es nach Farben sortiert und zurückgebracht. Das stört, da muss man sagen. Das stört ein bisschen.
Ich bin noch nie irgendwo rausgeflohen. Heute klappt's, bin ich mir sicher. Aber ich fange jetzt mit der Rede an, ja, dann werden wir recht. Boah, du hast schwer der Husten da, ne? Du musst mal ein Hühnchen essen, da sind alle Medikamente mit drin im Moment. Da kann ja nichts passieren, ist alles gut. Kommen noch zwei. Es hat sich rumgesprochen, das Programm ist, das ist toll. Kommen Sie ruhig, hören Sie auf zu winken, da landen Flugzeuge, das ist eine große Halle, das ist gefährlich. Es kommen immer mehr Leute, das ist toll. Ich mache noch eine Stunde, haben wir ausverkauft. Das ist Wahnsinn, was hier los ist. Oh, Entschuldigung, lassen Sie das Pflegepersonal noch an Tisch 1, das ist... Das Wein, die trinken Wein, das ist schön. Ich finde das schön in Gürze nicht mit dem Wein, das finde ich toll, nicht das Kölsch. Kölsch ist sehr lecker, aber ich finde, auf so eine glamouröse Veranstaltung gehört ein Wein. Ein guter Wein, die haben im Gürze nicht Wein. Die haben die haben Wein, du kannst da hier, also die haben einen Wein, aber alle Etiketten vorrätig. Da kannst du bestellen, was du willst. Es ist wirklich Wahnsinn, muss man sagen. Ja. Ist ja wieder fertig. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Das ist ein tolles Spiel. Lieber, ich fange jetzt an, ich lasse das mit dem Wulfen raus, ich mache keine Politik, hab versprochen. Liebe Karnevalisten hier im Gürze, obwohl mit dem Wulf mich das schon sehr mitgenommen hat, man muss es wirklich sagen, nicht wahr? Es hört ja auch nicht auf, nicht wahr? Heute haben sie die Briefmarke von Herrn Wulff haben sie vom Markt genommen, muss man sich vorstellen, ja. Ja, die klebt nicht, ne? Ja, die Leute spucken alle auf der falschen Seite und dann hält das nicht, ne? Das ist... Oh. Die spucken auf die falsche Seite. Da ist auf der einen Seite, ist da unten kann man... Haben Sie nicht verstanden, ne? Kann man die vorne austauschen, da kommt nichts. Das ist wirklich sehr schwer, ja. Ich mache mal auf der anderen Seite. Wenn Sie Interesse am Vortrag haben, heben Sie die Hand, ich komme dann rüber, mach bei Ihnen weiter. Das ist, ja, so. Das ist schön. Ihr müsst euch ein bisschen bewegen, sonst kriegt ihr die Denkmalschutzplakette an der Arsch, da kommt ihr nicht mehr raus aus der Halle. Ne? Das ist ganz gefährlich. So. Nein, nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen, ich sage es immer wieder. Gerade bei der Fernsehsitzung der Arte. Wir haben immer viele Gäste aus Nicht-Köln, da muss man einige Sachen erklären, einige Sachen. Das mit den Gestecken, ich sage es immer wieder gerne, man muss diese Tradition begreifen. Das kommt noch aus dem Jahre 1823, da waren die Elferräte älter als 90 Jahre alt. Und wenn dann während der Sitzung einer kaputt gegangen ist, hatten sie das Gesteck schon vorne dran. Das war, daher kommt das. Ja, das muss man einfach auch erklären den Leuten. Ich krieg sie zum Lachen und wenn es das Letzte ist, was ich tue heute. Ich mach mal in der Mitte vom Saal weiter vorne, ist nur Staffage, da bewegt sich ja keiner mehr. Das ist auch, jetzt ist das Kamerakind im Weg, der arme Kerl. Ne, mach ich hier. Liebe, da kommt ein UFO. Oh, das ist ja herrlich, weil ihr alles habt hier. Hebe dich hinweg, Satan. Was ist das? Wird mir du schlecht, wenn du das mäht? Nee. R2D2 aus der Luft, hab ich Angst. Ja, Sie lachen, bei mir dreht sich. Haust du ab mit dem Ding da? Der Vierer ist kariös, da brauche ich dich nicht für, das weiß ich auch so. Sagt ihm doch mal Bescheid, wenn er noch einen halben Meter näher kommt, haben wir Röntgenbild. Das möchte ich nicht, wenn das im Fernsehen ist. Jetzt mache ich dich kaputt, jetzt sehe ich mal hier, pass auf. Ahaha. Jetzt zeigen wir mal, da freut sich der Sender, der Ü-Wagen, da freut sich der Ü-Wagen. Jetzt zeigen wir mal die Kameraleute. Sind die ganze da. Die sind nämlich immer... So, und jetzt zeig ich mal die Leute, die bezahlt haben. Juhu. Wer ist der? Die wieder nach vorne. Oh, Entschuldigung. Wieder da. So, und dann schick bitte einen Arzt in den Übertragungswagen. Da sind jetzt 2 Senderassistenten kollabiert, glaube ich. Das könnte jetzt sein. Na, das hat doch Spaß gemacht, nicht wahr? Ich fange jetzt mit der Rede. Ich stelle das gerade klar und dann halte ich eine Rede. Da steht ein Mädchen hinterm Stuhl. Passt sie auf dich auf? Fühlt die Puls oder was macht ihr da genau? Opa Jedidjut, der lacht noch. Ich wollte das jetzt nur klarstellen, damit die Leute zu Hause nicht denken, wir haben hier alle Luckys offen. Es ist wirklich... das ist einfach, wenn wir das hier machen, so auch in diesem altehrwürdigen Saal, das ist einfach unsere Mentalität. Wir haben diese kölsche Mentalität. Das können wir nicht, also ich sag mal für zu Hause, der Kölner weiß, ich bin bekloppt, tut aber nicht weh, warum soll man was dran ändern? So denkt der Kölner da. Nein, pass auf, jetzt, ich mach mal ein Beispiel für diese
Ja, hey, da ist wieder einer wach geworden. Es wird immer besser, es wird immer besser. Nein, es ist wirklich, wie soll ich das erklären? Gerade ich jetzt, ich rede mal von mir, ich kenne ja sonst keinen. Ich zum Beispiel als brasilianischer Kölner, ich bin ja Brasil-Kölner, ich komme ja aus dem Süden von Köln, ich habe Mentalität im Blut, ich bin ein brasilianischer Kölner aus Bad Neuenahr, das ist im Süden von Köln, muss man den Leuten mal erklären. Ja, Bad Neuenahr, der Stadtteil von Köln, wo die alten Kölner zum Sterben hinfahren, herrliche Stadt. Kannst du prima shoppen gehen, Kniegelenke, Hüftgelenke, alles mit Einbau, das ist Bad Neuenahr. Und da haben wir diese Mentalität her. Und die spürt man in der ganzen Stadt. Da muss man sich mal, jetzt, Sie kennen doch alle hier im Saal, Sie kennen doch diese Sehenswürdigkeit, das große Gerüst. Das große Gerüst, wo früher die Kirche drin war, das Gerüst meine ich. Da ist keine Kirche mehr drin, nein. Du musst mal zählen, wie viele Chinesen da mit dem Rucksack reinrennen. Wenn da jeder einen Stein mitnimmt, ist das Ding nächste Woche in Peking. Da ist keine Kirche mehr da. Ich war vor 2 Tagen gucken, da steht nur noch das goldene Komödchen vom Dreigestirn. Alles andere ist ja raus. Aber, ich mach einen Werbeblock, dann fange ich an. Werbeblock. Aber, liebe Zuschauer an der Geräte, liebe Zuschauer hier im Grützenich, seien Sie nicht traurig, wenn die große Kirche einmal nicht zu besichtigen ist. Seien Sie bitte nicht traurig, besuchen Sie die kleinen Kirchen in Köln. Viele kleine Kirchen in Köln bieten Ihnen 24 Stunden am Tag einen Sitzplatz. Es ist kalt, es ist feucht, es ist niemand da. Gehen Sie mal in die kleinen Kirchen von Köln. Setzen Sie sich einfach rein, Sie laden Sie ein. Die kleinen Kirchen in Köln. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag bekommen Sie einen Sitzplatz in den Kölner kleinen Kirchen. Kein Parkplatz, aber ein Sitzplatz. Sie können immer sitzen. Setzen Sie sich mal in die kleinen Kölner Kirchen. Es ist ein... Ja, man muss ja Werbung machen, jetzt Ruhe. Es ist ein Traum in den kleinen Kirchen von Köln. Immer ein Sitzplatz für Sie, 24 Stunden am Tag, 365 Tage am Jahr, außer am 24.12., Geburtstag vom Chef. Kein Sitzplatz in ganz Köln, kannst du vergessen. Da geht es so wie beim Kartenvorverkauf am Hennessin-Theater, da kriegst du keinen Sitzplatz. Ich habe letztes Jahr am 23.12. überlegt, ob ich schon mal hinfahre und ein Handtuch über die Bank schmeiße. Dass ich ja, weil es ist doch schön. So eine katholische Prunksitzung ist doch was Feines, da will man doch dabei sein. Alleine vom Verein her, man muss es ganz ehrlich sagen, vom katholischen Verein her ist ein Traum, muss man ganz ehrlich sagen. Also was der Verein so bietet. Sind Sie evangelisch? Sie kriegen wir auch noch. Ja, ja, das ist kein Problem. Nein, das ist vom Zusammenhalt her vom katholischen Verein. Ich bin 38 Jahre Mitglied, ich kann mich nicht beschweren. Es ist ein traumhafter Verein. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her muss man sagen, ja. Du kannst das ganze Jahr Mist bauen, da setzt du dich einmal in den Wandschrank rein, ziehst du die Gardine zu, sagst du, ich war es, hast du wieder ein Jahr Ruhe. Das geht nur bei der katholischen Verein. Das ist doch, kriegst du nicht woanders. Ja, und das funktioniert. Ich mach noch das eine Beispiel und dann könnt ihr wieder auf Station. Pass auf. Guck mal, hier 4 Flaschen Wasser, gleich Tabletten ab ins Bett. Hier ist richtig was los auf dem Elferrad. Das sieht im Fernsehen immer alles so locker aus. Wie macht ihr das eigentlich? Oi, das Kokain, ist das für alle oder muss man sich da anmelden vorher? Nein, ich wollte nur ein Beispiel und dann fange ich auch mit der Rede an, sonst zieht sich das für den anderen so. Mit dem Wandschrank, es klappt. Ich habe einen Freund, der hatte ein Problem gehabt mit der Katholisch und sagte zu mir so, oh, sagte er, ich habe gestohlen. Ich sag, was denn? Stück Holz. Ich sag, oi, Stück Holz. Können Sie Ihre Frau mal anschubsen, die ist wieder ausgegangen. Ich habe langsam Angst hier vorne. Jetzt lacht sie. Sie weiß nicht warum, aber sie lacht. Schön ja, schön. Hauptsache fürs Bild. Einfach lachen. Scheiße ja aber rüber. Der Holz hatte der, ich fange noch mal an, die Jüngeren von Ihnen werden sich an den Anfang noch erinnern. Ich habe gestohlen. Ich sag, warte, ein Stück Holz, ne, für ein Öfchen zu Hause in der Firma. Ich sag, Franz, reg dich nicht so auf, Stück Holz fällt nicht auf, ist eine Riesenfirma, mach dich da nicht bekloppt, das ist alles in Ordnung. Sagt er, ja, aber ich habe gestohlen, ihr seid die ganze Zeit am Quatschen, ich mach euch fertig, ich schmeiß euch raus, ich tausche euch aus, das ist mir ganz egal, wenn ihr nicht bald Ruhe ist. Der fängt an, seine Memoiren zu schreiben. Was hat er denn da? Ach, das ist das Programm von heute. Mit Moderationen. Leck mir im Arsch, war ich lustig. Das ist ja der Hammer. Und spontan bin ich auch. Na gut, dass ich es mal gelesen habe. Das ist ja Wahnsinn, was ihr da alles habt. Ich sag, Franz, was hast du denn geklaut? Für die Küche, zu Hause, ein Stück Holz aus der Firma. Was lachen Sie, da kollabieren Sie gerade. Ich habe Angst um Sie. Ich sage, ist das nicht schlimm, ein Stückchen Holz, das fällt doch gar keinem auf. Ne? Ja, aber jeden Tag ein Stück Holz aus der Firma für das Öfchen. Ich sage, hör doch auf, mein Gott, das interessiert keine Sau, das ist bei katholisch noch im Rahmenvertrag, lass es einfach. Ja, aber ich möchte es loswerden, es belastet mich so. Ich sage, dann Quatsch ist der Bild-Zeitung auf einen Anrufbeantworter, da wird es nie jemand, ja, aber egal. Nein,
Ich möchte es wirklich nicht. Ich sag, Franz, hör auf mit dem Holz, das interessiert doch wirklich keinen jetzt. Ich sag, wie lange ging das denn? Ja, sagt er, 20 Jahre. Ich sag, oh, 20 Jahre, ne? Das ist ein Lastwagen voll Holz. Ne? Da könntest du schon mal für in der Wandschrank. Ne? Und da ist er in Gerüst gefahren, in der Wandschranke rein. Ne? Und sagt für den Pastor, sagt er, Herr Pastor, ich habe ein Lastwagen Holz geklaut. Sagt er, du Idiot, hättest du jeden Tag ein Stück mitgenommen, hätte kein Mensch mehr. Das ist die Kölsche Mentalität. Das ist das. Das ist die Mentalität. Pass auf, wir machen Folgendes, das zieht sich sonst so lange, ich muss mit der Rede anfangen. Ich erkläre jetzt nichts mehr, ich fange gleich mit der Rede an, ich lade einfach ein. Liebe Gäste, wenn Sie die Kölsche Mentalität erfahren möchten, kommen Sie nach Köln, erleben Sie die Mentalität, besuchen Sie unsere Stadt, machen Sie eine Stadtrundfahrt, am besten mit dem Taxi, das ist herrlich, muss man machen. Stadtrundfahrt, Taxi, brauchst du gar nicht extra sagen, setz dich rein, die fahren immer eine Runde durch die Stadt, die zeigen dir alles, das ist ganz einfach. Ich habe das vor 2 Wochen selber ausprobiert. Ne? Ich hatte mir ein Taxi gerufen, weil ich hatte einen Auftritt im Slivovitz. Wer ist das? Milovic. So, und komm rein, Captain, ich habe noch nicht angefangen, hast du nichts verpasst. Hallo? Also, dass du hier vorne durchschlafen, kann ich akzeptieren, aber dass du im wachen Zustand nicht mitbekommst, dass das Programm noch läuft, das finde ich Wahnsinn. Nehmen Sie Platz oder hast du Teilzeitkarte, so eine Krisenkarte, ne? Ja, Krisenkarte, ja. Ich weiß nicht, was für Tabletten ihr schluckt, aber die wirken nicht, habe ich ja das Gefühl. Das ist, ich bin doch kein Musical. So, ich fange jetzt noch mal an, damit wir mit der Rede durchkommen. Es gibt ja auch noch ein anderes Programm. Ist das noch Lachen oder kollabieren Sie gerade? Ich wollte nur nachfragen. Alles klar, tun Sie die Zähne bitte wieder rein, wir haben im Fernsehen dabei, das kann ich nicht arbeiten. Nehmen Sie sich das Taxi. Ich habe gesagt, ich habe mir das Taxi geholt, ne, setze mich ins Taxi rein, ne, und sag zu dem Fahrer ganz nett, sag ich, Tag, Milovic. Sagt er, alles klar, Herr Milovic, wo fahren wir hin? Ich sag, nein, mein Name ist Metzger, ich will nach Milovic. Sagt er, alles klar, die 3 aufgenommen, Herr Milovic, wir fahren nach Metzger. Ich sag, nein, mein Name ist Metzger, ich will nach Milovic. Sagt der Zentrale, die 3, ich hab Probleme mit dem schizophrenen Fahrgast. Ich sag, nein, Metzger nach Milovic Theater. Sagt er, so nach dem Theater, ja. Ja, fahren wir nach dem Theater. Wo ist das Milovic Theater? Ich sag, ich weiß es nicht, sonst hätte ich mir kein Taxi geholt. Sagt der Zentrale, wo ist das Milovic Theater? Weiß ich auch nicht, ich mache hier bloß ein Praktikum. Ich sag, prima. Ich sag, kann mich jetzt einer nach dem Theater fahren? Ich kann nicht nach dem Milovic Theater fahren. Ich sag, da will ich ja hin. Oder nach dem Hennessin. Ich sag, da will ich aber nicht hin, da weiß ich aber, wo es ist. Ich sag, hör doch auf jetzt. Ich sag, wir brechen das hier ab, fahr mich zum Bahnhof, ich nehme mir ein Taxi. Hat er mich am Bahnhof gefahren, ne? Ich in ein Taxi rein, ne? Sag ich doch für den, ich sag, Tag, mein Name ist Milovic, fahren Sie mich zur Arbeit. Sagt er, alles klar, Herr Metzger, Aachener Straße. Das ist Kölsche Mentalität. Oder vielleicht einfach nur Blödsinn, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Freude in die Hütte hier dort. Wünsche euch noch eine schöne Session 2012, sprich Dienstag, Madidiot und nicht alles. So ernst. Tschüss zusammen, Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Freunde, Marc Metzger. Ich glaube, er ist einfach sensationell, insbesondere auch in dieser Session. Er ist sicherlich die Nummer 1 im Kölschen Fasteleer, Marc Metzger. Selbstverständlich lassen wir ihn ohne Zugabe nicht nach Hause gehen. Lieber Marc, das Mikrofon ist frei, bitteschön. Ich war jetzt gar nicht darauf vorbereitet auf eine Zugabe, aber dann nutze ich die verlängerte Redezeit vielleicht gerade, um den Franz, den ich gerade im Wandschrank hatte, noch mal zu rehabilitieren. Der Franz ist wirklich ein lieber Freund von mir und der Franz, wenn man Sprudelwasser trinkt, muss man rülpsen. Das ist ganz normal. Das war jetzt nicht gespielt, das war echt, guck. Ist egal, so, jetzt so. Der Franz, der ist wirklich ein guter Freund von mir. Und das ist herrlich. Merkt man eigentlich, dass ich Spaß habe an dem Blödsinn, den ich hier veranstalte? Ja, und da kriege ich auch noch Geld für. Ist egal, so, jetzt weiter.
Der Franz ist wirklich ein guter Freund von mir. Der hat mir immer sehr geholfen in der letzten Zeit. Auch wo es so schlimm war mit dem Geld. War ja so schlimm mit dem Geld, war ja die Börse weg. Die ganze Börse war weg, ganze Geld war weg. Ich hatte ja kein Geld, war trotzdem weg, war alles weg. Habe ich ihn angerufen, ist der Franz, da ist was Schlimmes passiert. Ne? Die haben die Bank renoviert und ein Konto gestrichen. Ich habe kein Geld mehr. Wo ist das alles hin? Kannst du mir das bitte mal erklären mit der Börse? Ne? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, pass auf, kann ich dir erklären, pass auf. Ja, pass auf, kann ich dir erklären, pass auf. Der spricht so, soll ich mich jetzt verstellen, nur weil das ist ja Quatsch, ne? So. Pass auf, ich mache dir ein Beispiel für die Börse. Ich habe eine Wiese in Poll, in der Pollerwiese habe ich eine Wiese in Poll. Habe ich eine Wiese, schenke ich dir ein Stück Wiese. Da stirbt einer beim Lachen, ich habe Angst. In der Pollerwiese habe ich eine Wiese, ein Stück Wiese, was schenke ich dir, was machst du damit? Ich sage, eine Wiese, Rasenmähen. Sagt er, nein, du musst jetzt investieren. Ich sage, wie? Ich sage, du kaufst 10 Hühnchen, stellst sie in die Wiese. Ich sage, und dann Grillfest? Nein! Investieren, wie in der Börse. Ich sage, wie? Hähnchen kaufen, hüpft das Hähnchen über die Hühnchen, hast du ein Jahr später 20 Hühnchen in der Pollerwiese. Was machst du? Grillfest. Nein! Investieren. Ich sage, noch ein Hähnchen? Ja, noch ein Hähnchen dabei, hüpft das Hähnchen über die Hühnchen, hast du ein Jahr später 30 Hühnchen in der Pollerwiese. Was machst du? Grillfest. Nein! Muss er wieder investieren. Ich sag schon wieder ein Hähnchen. Ja, du hast noch ein Hähnchen dabei, hüpft das Hähnchen über die Hühnchen, hast du ein Jahr später 40 Hühnchen in der Pollerwiese. Grillfest. Nein! Und dann wieder investieren, hast du ein Hähnchen über die Hühnchen, hast du 50 Hühnchen in der Pollerwiese. Grillfest. Nein! Wieder 60 Hühnchen in der Pollerwiese. Grillfest. Nein! Muss er wieder investieren, hast du Hähnchen über 70 Hühnchen in der Pollerwiese. Grillfest. Nein! Noch lachen sie, da gibt es 2500 Hühner. Das zieht sich am Schluss ungemein. Ich kürze das da ab. Hast du 2500 Hühnchen in der Pollerwiese, was machst du? Ich sag, ich tät grillen, du willst investieren. Ich sag, Franz, das macht alles keinen Sinn. Ja? Ich mach das 5 Jahre, da habe ich 5000 Hühner in der Pollerwiese. Haben wir einmal Hochwasser versaufen mit den Viecher. Ich sag, siehst du, hättest du Enten gekauft, das ist Börse. Macht Idiot, schöne Fastelavond noch. Tschüss zusammen, Dankeschön. Er ist quasi um Olymp hier im Kölschen Fastelehr und deswegen bekommt er auch eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3,